Okay, das ist einfach. Okay. Was ist eine jiddische Zukunft? Ich meine, das ist nicht keine passende Frage. Sie ist es eine Zukunft nur für Jiddisch, nur in einem Platz von jiddische limudim und breitere jiddische Kultur? Oder eine Richtung, was bringt Jiddisch heraus von seinem Ort, eine Zukunft wegen was Jiddisch kann sein, kann tun? Ich will ausforschen, was wir meinen, wenn wir sagen jiddische Zukunften, und euch zu diskutieren die Rolle von Jiddisch in seiner Zukunft. Wo gefällt man Jiddisch? Und was tut man mit dem? Für was frage ich als Frage? In einem Anhieb habe ich gewollt reden wegen einer jiddische Übersetzung, was kann funktionieren als ein Beispiel für andere Sprachauflebungsprojekte. Ich habe gemeint, und noch meine ich, aber in einem anderen Öfen, als Lemoschel repräsentiert die Übersetzungsfunktion auf einer Vorwärts-Webseite eine Synthesis von allen die Minim von heimlicher jiddischer Kultur und Auflebungsarbeit. Das kann beweisen, andere Sprachen an Öfen kedem mamschig zu sein, lebendig in die jetzigen Zeiten und der Zukunft. Die Rolle von der Internet in jiddischer Kultur, Bildung und Institutions kommt zusammen mit der langen Tradition von Jiddisch-Reders und Immigranten in Amerika durch den Vorwärts. Der Vorwärts ist eine ganz online jiddische Zeitung, hat eine Verbindung in jeder Artikel mit Wörterbuch.com, ein online Jiddisch-Englisch Wörterbuch. Wenn man quetscht abgemacht jeder im Wort, setzt man eine Übersetzung auf Englisch. Es wird sehr poschet zu lernen Artikeln auf Jiddisch, es auch poscheter wie auf andere Webseiten und Zeitungen wie Le Monde oder Der Spiegel, was können öfter annehmen, als mehr Menschen wollen kennen Französisch oder Deutsch, oder als Google-Übersetzung ist ein bisschen besser mit Sprachen, was haben mehr Reders. Jiddisch darf eine geringe Öffnung für Zuträglichkeit, ob wir wollen, als es soll haben, eine breitere Eule. Ich kann sagen, als wenn ich bin gewesen ein Anheberstudent in Jiddisch, ist es gewesen sehr ein gutes Gefühl, zu lernen einen ganzen Artikel auf Jiddisch mit der Hilfe von der Funktion. Ich habe euch getracht wegen einem Austausch von jiddischer Übersetzung, was ist gewesen in Scheiches mit einer Idee von einer linguistischer Geule. Durch ein Vorwärts hat es gekannt beweisen, eine zuträgliche Öffnung auf der Internet für allgemeine Sprachauflebungsprojekte, was kann haben euch eine theoretische Geule von den politischen und historischen Kontexten, was haben der führt zu heimlichen Realitäten von Sprachen in der Sakone oder a viele Linguicide. Aber ist es gut, als Jiddisch hat eine zuträgliche Publikation und kann hoffentlich haben mehr in der Zukunft. Und euch kann Jiddisch öfter helfen und beweisen neue Wege für heimliche Minoritätssprache. Aber für was? Für was habe ich angenommen, als Jiddisch verdient zu sein, ein Führer, zu sein in der Center? Als andere Sprachen dürfen draußen die Gehilfe von Jiddisch gedeiht zu bleiben, lebendig. Wir so kennen wir, oder kenn ich, trachten wegen Jiddisch und halten sich, als wie es ist eine privilegierte Sprache. Kennen wir Decentralizing Yiddish und jiddische Zukünften. Das heißt, kann Jiddisch nur sein eine Sprache, eine schöne, wichtige Sprache, aber euch bloß eine Sprache. Ich meine, meine originelle Idee ist gewesen, also wie eine linguistische Kolonisation, was hat angenommen, als Jiddisch kann und soll sein, ein spezielles Beispiel, zu lieb sein eigener Hatzlache in die letzten Jahrzehnte. Auf Englisch können wir öfter rufen meine Gedanken als Trickle-Down-Linguistik. Was können wir tun? Wie können wir verstehen heimlichen Jiddisch? Schreibt Jonathan Boyarin in seiner Essay Jiddische Wissenschaft in die Postmoderne wegen Punkt der Frage. Er erzählt, öfter kontroversial, jetzt, wenn bei uns ist Jiddisch nicht kein Gassensprach, nicht kein Kichsprach, steht für uns der Problem, wie soll aufzunehmen die Jerusha von der lebendigen Jiddisch. Boyarin macht eine Notiz, also Wade haben sehr
Also wade haben sehr viel frumme Jiden keinmal nicht aufzuhören, reden Jiddisch, aber wir kennen Trachten tiefer. Wenn wir nehmen Jiddisch auf mit der kritischen Guckwinkel, dürfen wir nahe mit dem Ethik und Achrayes, als wir wollen es nicht nur raufneten auf andere Sprachen, gedei es zu machen etwas stark und lebendig. Boyaren will nicht kein nostalgische Jiddischland, nur ein Jiddisch Nitland. Jiddisch für ihn ist international, eine Verbrechsprache, Golistik. Hat es nicht kein Pedestal, von wann es kann erzählen zu anderen, was zu tun. Euch problematisiert Boyaren die Idee von Golis. In die akademische postmoderne Humanitäten hat Golis bekommen eine große Rolle, eine Mine von Leben noch an der Rede. Eine jiddische Modalkeit ist öfter ein Muster für noch milchomediken, noch churbendiken Schreiben und Denken. In größeren Teilen von den Humanitäten ist Jiddisch zum Beispiel in einem speziellen Platz zu vielen anderen Sprachen, was haben euch übergelebt Gewalt und schwere, schreckliche Geschichten. Nur, fragt Boyaren, ob das Jiddische wird so leicht verweltlicht mit postmodernem Kischef ist, was bleibt in dem Jiddischlich? Für Boyaren ist das die wichtigste heutige Frage wegen Jiddisch, was wir dürfen diskutieren. Aber in mein Austeich von Boyarinnen gibt uns noch eine Hierarchie mit Jiddisch. Nur ein, was winkt. Was sieht die Sakone, aber eine Sakone für Jiddisch allein, für jiddischer Identität. Jiddisch ist noch der Center, nur mit ein bisschen mehr Kritik. Wieso können wir wegfahren von einer zentralierten Jiddisch und nennt zu Jiddisch, was ist nicht isoliert, aber was euch kann helfen, ohne noch machen mehr dicke koloniale Impulsen zu raten, wenn Sprachen, Menschen und Völker, was seien autonomisch und was erwarten haben schon ihre eigenen Methoden und Kulturen zu vernehmen sich mit Verlust. Boyaren helfen uns, aber nur anzuhören. Wir müssen weggehen von dem Center. Efter ist der größte Schreiber wegen des Sakones von dem Center Jacques Derrida in sein frühen Essay und Referat Struktur, Sinnen und Spiel in der Abhandlung von den menschlichen Wissenschaften. Derrida beschreibt dem Konzept von dem Center als ein Teil von sozialen Strukturen, was macht sie statisch und neutralisiert. Derrida redet mehr wegen Center als eine Metaphor. Es kann sein Gott, Mann, Substanz und so weiter. Aber ich meine, also in unserem Kontext, kann es euch sein ein bisschen mehr literal. Was seien die Probleme mit dem Center und was wird oder kann öfter geschehen mit Jiddisch als der Center? Derrida schreibt, als der Center ist in demselben Moment nötig und problematisch. Es ist nicht nur als ein Center orientiert und organisierte Struktur. Man kann im Ganzen nicht vertrachten eine organisierte Struktur, aber ein Center versichert, als die Organisation beschränkt die, was wir kennen, rufen, die Spiel von der Struktur. Spiel ist eine Kondition, wo Sprache, Wörter und Ideen können sein Softpuls öffnen und können sich beiden zulieb der Struktur. Mit der Center, aber ein Center hält ab die Aktualisation von Gedanken und Kommunikation. Das ist ein Stire. Und ein Stire ist, wo Derrida hat lieb zu sein, weil es beweist neue und ähnliche Bedeutungen von Schreiben und Trachten. Kann heutige Jiddisch sein ein produktives Stire? Ein Center, was ist nicht kein Center, was kann sich öffnen, um zu geben Gelegenheiten für andere Sprachen und nicht zu sein ein Kirche auf sie. Das ist eine optimistische Interpretation von Derridas Center, aber es lässt uns sich zu vorstellen eine Zukunft von Jiddisch, was hat einen Zwischenkontakt mit der breiteren Welt und anderen Traditionen von Sprachen, aber ohne keine Position von Hierarchie. Wir, Jiddischisten, schreiben und reden wegen Sachen im Vergleich mit Jiddisch durch Jiddisch. Aber wir dürfen euch sein vorsichtig, denn Jiddisch kommt daraus von sich allein. Ob wir halten sich Jiddisch wie ein Center in Kontexten von Sprachauflebung, geben wir anzuhören, als Jiddisch hat etwas speziell,
was es darf moidie sein, was andere Sprachen sollen sich lernen. Das ist ein Center, was lässt nicht kein Spiel, was bleibt Vermacht. Decentralisieren Jiddisch meint nicht, als Jiddisch kann nicht sein wichtig, nur als jiddische Zukünften seinen Effen. Jiddisch darf nicht unführen, nur existieren zusammen mit anderen Minoritätssprachen, nicht in keine Hierarchie, nur mehr wie ein Gestirn, a constellation, wo jeder einer ist verbindet miteinander. Unsere letzte Frage ist, wie soll können wir abrufen sich auf das Problem von linguistischer Kolonisation? Kann Jiddisch helfen, nur in einen ethischen Eufen? In seiner Essay Dekolonisatie ist nicht keine Metaphor, schreiben Eve Tak und K. Wayne Yang, als wir dürfen trachten wegen Dekolonisatie wie etwas unbequem. Auf Englisch schreiben sie unsettling, nicht etwas gering wie ein Motto. Oft ignorieren Settlers ihre Lage oder weicht sie aus Achreies durch eine Serie von verschiedenen Aktien, was Tak und Yang rufen Settler-Bewegungen zur Unschuld oder Settler Moves to Innocence. Die Bewegungen proven problematisch aus zu einen Schuld und Mitschuld und raten Settler Zukunftkeit, ohne Bedarf zurückzugeben Land oder Macht und dürfen bei ihm gar nicht. Ich meine, es öfter für uns ist die potenzielle Haschore von jiddisches Unschuld der größte Beweg zur Unschuld, was jiddische Zukünften müssen adressieren. Das heißt, wenn wir checken ab mögliche negative Werten von Jiddisch oder nehmen an, dass es dafür gut ist, anzuwenden auf andere Sprachen und Völker, öfter kann es sein, ein Beweg zur Unschuld. Wie Tak und Yang schreiben, es verweilt dem Gedanken von einer Settler-Zukunft. Ich will, als wir können halten im Sinne eine Praktik, was zwingt Jiddisch nicht auf Emerson, nur was gibt Ressourcen und sein Affäre, und nehmen Anerkennung, nicht zu erwarten etwas. Zu geben, nicht weil Jiddisch kann geben, nur weil alle Menschen darf geben. Jiddisch darf weggehen von dem Zentrum von unseren Guckwinkeln. Also wie alle Settler-Sprachen, hat es Sakone, Gewalt, und öfter kann Jiddisch helfen, wenn wir fokussieren nicht auf Jiddisch. Wenn es ist nur eine Sprache und wenn wir können aufträseln, anzetteln, die Unschuld von unserer Bewegung. Wir haben es Stiere, wo Jiddisch kann helfen, aber helfen hat euch als Sakone zu vergucken Settler standen. Aber das kann sein ein produktives Stiere, was lässt uns zu halten im Sinne der Settler-kolonialer Gesellschaft. Jiddisch hat nicht kein Land, aber es hat ja Ressourcen und Institutionen. Wir können dezentralisieren Jiddisch, wenn wir öffnen Jiddisch im Ganzen zu der Welt. Wir dürfen geben nicht nur Solidarität, aber euch geben Material. Jetzt seien wir zurück auf den Anhieb, aber mit der kritischeren Guckwinkel und Verstand wegen für was und wie soll Jiddisch kann sich äußig sein in einer produktiven Eufen mit der wichtigen Arbeit. Nicht in keinem theoretischen Center, nur zusammen. Schönen Dank.